Yeah, let's go. Schon endlich Tekken 7 Copy und ist hier ready for the next battle. Da kann man gucken, wie heute dran ist. Oh, my boy Eddie, die haben schon Santa Tekken 3 gespielt. Ich meine, ich will ihn hin. Okay. Das war nicht so gut gegangen. Da komme ich immer mal Master Raven. So Master nun, dann muss doch ein Master sein. Boah, vergiss mal Tekken Characters. Komm, wir gehen mal Akuma für Street Fighter. Früher ist mein Fireball. Wat als dat? Okay, chill. Ich meine, ich will meinen Charakter von. Der Martial Law, das ist praktisch Bruce Lee. Bruce Lee war die stärksten überhaupt. Also kann ich nimmen nach gewonnen. Martial Law. Spiel aus so scheiße. Een van de beste aspecten van een fighting game sind meiner Meinung nach Charakteren. Wenn Charakteren nicht stimmen in einem fighting game, dann ist den halb so gut. Auch das gibt auch gut verdient mit Charakteren, wie dass ganz viele fighting Instrumente rausziehen an dem Minimum pro Spiel bei 30 Charakteren leid. Früher war es ein bisschen mehr einfach, man müsste nicht mehr zwischen 8 oder 10 Charaktere vielleicht wählen. Das macht es natürlich nicht so einfach für seinen Charakter an dem ganzen Kuddelmuddel zu fangen. Und plus ist der Schwach vom Hauptcharakter an einem fighting game eine von den wichtigsten Entscheidungen, die in einem Kampfspiel kann machen. Schon mal Hunger Fighter 16 kennen, dat moet ik mal weer karakter spelen. Ik gefällt mir dat... Nee, noch nicht. Nee. Oh, das gefällt mir. Oh, dat flott Mädchen. Komm mal gucken mal. Oh, ich will Lufttango. Oh, die will fett. Aber ich bin schon dabei, mal tipptopp. Was für ich muss schon mal Muse heißen. Aber ich mal was, hi, Heavy Punch, Heavy Kick. Tipptopp, da klappt ja alles schön und gut. Der Rot-5 gefällt mir auch. Wir gucken mal halt Command. Oh, guck mal, jetzt ist mir einfach 11. Und da kommt Special Moves, aber was ist der Toten da los? Dat alles verhalen, dat kan het toch niet. Dat is alles veel te veel of veel te schwer om de gym. Ich kann das nicht. Das geht doch gut. Ich kann das nicht. Ich geh op. Gibt es dann nur überhaupt einen richtigen Approach für den Charakter zu wählen? Gibt es eine magische Formel, die euch sagt, der Charakter, jung, den ist für dich. Und der Charakter, na, los die sind. Die Antwort als klipp auch klar, nee. Wie wir schon am Anfang erwähnt haben, ist den Schwach von dem Charakter ein ganz persönlicher Schwach. Und es gibt ganz viele Faktoren, die eine große Rolle dabei spielen. Verschiedene Spieler gehen erst einmal Design und gucken natürlich, wie der Charakter aussieht, aber wenn er cool genug ist, dann gehen sie auf Lass. Andere beziehen sich erst auf den Charakter vom Charakter, also die Persönlichkeit vom Charakter oder die Hintergrundgeschichte vom Charakter. Was repräsentiert hier? Ist das ein guten, ist das ein bösen, ist das ein witziger Charakter, ist das ein bisschen mehr wacky Charakter? Die Spieler basieren sich auf Geschichte oder die Motivation von einem Charakter. Spieler, die mehr Erfahrung haben bei Fighting Games, gehen auch echt einmal Playstyle. Das sind natürlich Leute, die wissen, wie sie sich an einem Fighting Game bewegen, was sie gerne machen an dem Fighting Game. Wenn sie natürlich ein bisschen mehr defensiv Spieler sind, dann gehen sie natürlich auch defensiv Charakteren, andere, die dann offensiv sind und gerne Druck machen, gehen natürlich auch die offensiv Charaktere. Eins dabei noch nicht viel für Personagen zu wählen. Da geht zum Beispiel ein Move durch, die cool ausgesehen, ein Stance, die wirklich ihr ausgesehen, oder ein Walk Animation geht auch durch. Guck dir schnell mit dem weißen Sing Walk Animation. Wie hin und vier geht. He just doesn't give a shit. Instant main. Am Mundschleit gucken auf andere Sachen. Ne, if you know what I mean. Oh, ich weiß ganz genau, was du meinst.
ganz genau. Am Endeffekt spielen so viele subjektive Faktoren eine Rolle. Die muss nur wissen, was für ihr mir wichtig ist. Ist der Design mir wichtig, ist der Playstyle für mir wichtig oder geht er direkt vom Moveset verzaubert. Die muss erstmal den Charakter identifizieren können und die muss als allerwichtigste mit dem Charakter Spaß haben. Weil wenn er keinen Spaß hat mit dem Charakter, ja, dann muss er schlecht nur gespielt. Und en plus sind er nicht gezwungen, einen E-Charakter zu spielen. Wenn der ein Hauptpersonage nicht direkt am Anfang fand, aber er will noch einen zweiten. Und wenn er einen Lohner nicht findet, wird den dritten, wird den vierten. Und so weiter und so fort. Heck, der kannst auch den ganzen Roster spielen. Spielt den ersten Charakter bis zum letzten Charakter. So verrückt haben wir da auch hier an der FGC. Der Charakter in Fighting Game ist ganz wichtig für die Spieler. Weil der geht mit Team auf Verbindung gesetzt. Der geht mit Team assoziiert. Den erst bei den guten und bei den schlechten Zeiten treu bleibt. Die 4 Charakter ist auch am kompetitiven Aspekt nicht zu unterschätzen. Auch von den größten Champions Tokido, von den besten Street Fighter Players to date. So selber, das lebt für den Charakter Akuma, dazu gefordert wird, dass hier ein Evo 2017 gewonnen wird. Evo ist von den prestigiösen Turnieren auf der ganzen Welt. Und da kann ich nicht mehr so ein Felicitation. Einmal, dass im Moment von der Episode kommen, und los ist von der schriftlichen Kommentare, so dass wir der Ehren Lieblingscharakter wird. Und was sind eher Faktoren, die wichtig sind, wenn der Personage ausgeht. Das gibt es nämlich interessant. Voilà, bis dahin, denkt dran, sit back, relax, and enjoy a good fight.